Wer Goliath wird anbringen, wird Kjennich Sauls schwer sehen wollen. Nur seinem Sieg über Goliath war Davids Leben ganz anders. Ganz anders. Er wird nicht mehr bloß Sauls Hauptspieler, in einer, der sein Gewehr drehen deut, er soll Sauls schwer sehen wollen. Und wir lesen an 1. Samuel 18, Vers 2, und von dem Tag an leiht Saul David nicht Tränen sein vor sein Haus gehen oder Haus gehen. David muss wieder Hans bei Saul bleiben. Und er wird auch an Sauls Armee befördert. In Englisch würden wir sagen, promoted. Der wird an seine Armee promoted. Und er fängt an, Kriege für Saul zu kämpfen. Vers 5 sagt, David hat golden Erfolg mit jeder Abruf, der Saul am abgibt, so dass Saul am über die Kriegsmannen sagt. Und alle Menschen gefallen dort, und auch alle deiner in dem Kjennich in Haus gefallen dort. Die Menschen, die gleichen David so sehr. Und wir wissen von der Tag, wenn du ein guter Politiker bist, besonders hier in Texas, haben wir weiße Politiker, die noch für das gute und reiche Anstunden tun. Wir freuen uns für die und wir unterstützen die. Und die wurden auch groß unter den Menschen, die wurden geliebt von den Menschen. Und so wird es mit David. Die Menschen hatten am so sehr gegleicht. Zwischen Saul und seinem zukünftigen Schwiersehen schien alles fern zu sein. You know? Und der hat sich sehr gefreut, so ein Mensch aus David, aus seinem Schwiersehen zu kriegen. Und über weit wie das nicht so geblieben ist. Und Vers 6 fängt die ganze Sache über Hesterkopf zu gehen. Vers 6. Ich lese für uns Vers 6 mit 9. Und als das Kriegsvolk nach Hus kam und David zurückkam von dem Kampf mit dem Philister, dann kamen die Frühlied über der von allen Städten in Israel. Sie begrüßten Kjennich Saul mit Schaftier, Leider und mit Trommeln und Zimbeln und Danzen und zu ihren Danz sangen sie, Saul hat seine Düsende geschlagen und David seine Tiendüsende. Tiendüsende. Und er wird euer denn Saul. Und er wird sehr doll. Er sagt, David rechnen sei Tiendüsende an und mir mal Düsende. Alles, was ihm noch fehlt, ist, dass er Kjennich wird. Und von dann an passt Saul sehr ab ne David. Nicht mal, wie es ihm so sei gleich, aber wie es sei, was wir über ihm. Aufjanstig. Aufjanstig. Saul wird aufjanstig über David. Er wird doll über ihm, wie es die Frühlied mehr Todes auf David einrechnen worden als ihm. Und dann sagt Saul, Vers 9, alles, was ihm noch fehlt, ist, dass er Kjennich wird. Und ich nehme an, dass Saul in diesem Moment an Samuel seine Wied denken muss. Samuel sagt zu Saul in 1. Samuel 13, Verse 13 und 14. 1. Samuel 13, 13 und 14. Nur dem dort Saul ein angewandtes Opfer Gott brach, sagt Samuel zu ihm, dort hast du nicht tun sollt. Du hast nicht dem Herrn sein Wort gehalten, was er dir gegeben hat. Wenn du gehorsam gewesen wirst, dann hat der Herr die, in denen nu kommen, das Königreich ab Ärmel gegeben, nu aber wird das Königreich nicht mit dir bleiben. Der Herr hat sich einen Mann gewählt, der ihm vom Horten gefällt, und er hat ihm eingestalt aus Leder über sein Volk. Und nu muss Saul darüber denken. Hat Samuel Krieg von David geredet? Hat Gott David zum König gewählt? Und diese Gedanken wurden am sei geboren, sei geäuert. Wir lesen an den Versen 10 und 11, am nächsten Tag kam, oder wir lesen soll ich sein, in Versen 10 und 11, am nächsten Tag kam ein Weise Jes von Gott über Saul, und er ging sehr an in sein Haus. Und David spielt all für ihn ab Horb, so als er alle Tag tat, und Saul hat einen Spieß an der Hand, und Saul dachte bei sich, dem David, wo er an die Wand nun spalten, und er schmeißt seinen Spieß nach ihm, und David kam am zweimal aus dem Stich. Das wird Aufgonst, liebe Geschwister. Ein Bibelforscher sagt, Saul hat David sei geschätzt, bat David mehr Anerkennung kriegen deit aus ihm. So sei er aufjanstig wie heute, dass er probt, ihm mit seinem Spieß anzubringen. Dann sagt er, manchmal gleich wie, dass Aufgonst und Neid nicht große Sünden sind. Das hat man Gedanken, nicht?
Aber die sind mal einen Schritt von Mord auf. Wenn wir über andere aufgänzlich wollen, dann fingen wir an, uns über an zu euren Intervention, dass sie nicht mehr du werden. Und dann fingen wir an, Dinge zu denken oder zu sein, um unsere Gegner zu verlassen. Anstatt über andere aufgänzlich zu wollen, ihre Guben, ihre Abguben und so wieder zu jankern, war wie Paulus seine Wert persönlich annehmen, der er an Römer 12, Vers 15 schreibt. Römer 12, Vers 15. Freut jemand mit dem Mann, wo geht das wieder? Die froh sind. Freut jemand mit dem Mann, die du froh sind. Wir als Kinder Gottes sollen uns mit anderen freuen können. Wenn nicht, dann fehlt du was im Hart. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 3, 1. Korinther 3, Vers 3, er sagt leider zu den Korinther, die sind noch fleischlich, noch zu sein eine Signatur. Wenn die noch so leicht aufjänstig sind, in den Zanken dann meint dort, dass die noch fleischlich sind, in eine alle Natur leben. Das ist eine Signatur, macht weich, liebe Geschwister, wann nicht, dann wird er bloß euer wollen. Kriegst du es dort wie Saul war. Saul, eine Stelle dort, er hat seine Aufgonst dort deut. Er leitet dort Tag, er leitet seine Gefeile, diese Schlecht, diese beise Gefeile wurzeln. Und ich weiß, mir ist es auch mal so gegangen. Und wenn einer, der nicht Fuß nimmt und der Gott bringt, die wurzeln bloß. Habe ich dort nicht persönlich all belebt? Schlechte Gedanken, die wurzeln, die vermehren sich. Wir müssen die Fuß nehmen und die Gott bringen. Bloß Gott kann die von uns wegnehmen. Bloß heute kann uns halten. Wenn wir wieder lesen, Vers 12 bis 13, 1. Samuel 18, Vers 12 bis 13. Nu hat Saul Angst für David. Wie es der Herr wie mit David den Hort arm über verluten. Dann schickt Saul am Weg und stellt am an als ein Kommandant über 1000 Männer und er ging für seine Truppen. So Bibelforscher glauben, dass Saul das getan hat, damit David nicht mehr so viel Raum wäre, wo die Menschen am würden sein können. Nicht? Vielleicht würden die Menschen von ihm dann verjäten, wenn er nicht so viel Raum wäre. Und für Saul wird es klar zu sein, dass der Herr mit David wäre. Und er weiß, was er meint, Gott auf seiner Seite hat. Das hat er mal auch. Aber nun nicht mehr. Er weiß, was er meint, Gott auf seiner Seite zu haben. Dort hat er Mut. Als Gott mit Saul wie Möglichkeit kriegt, mit all seinen Feinden rundum am Wehren. Und er gewann all die Kriege, sagt Gottes Wort an. Aber nie wird es anders. Nu kijkt heute, wo David die Kriege leiden deed. Und wo David all seine Kriege gewann. Und auch über das wird Saul aufjänstig. Er hat die für ihn gewonnen. Trotzdem war er aufjänstig. Und steht alles mit Gott reich zu merken, obwohl er das weiß. Er könnt alles reich merken mit Gott. Und steht, dass er das deed, in Buße deed, ward Saul bloß doller und sein Hass ab David was. Und ich weiß nicht, wo du bist, aber wenn ich auf mein Leben denke, zu der Zeit, wo ich noch nie im Glauben war, und nicht sei am jährlichen Steig war, dann habe ich mich 14 geäuert über die Busia jährlich wussten deuten als ich. Die meine Sieg hatten als ich. Ich kann mich nicht mit anderen taub freuen, wie ich weiß, dass sie jährlich besser aufwählen als ich. Ich will so sein, als die wären, und dort haben, was sie hatten. Und solange ich so sein will, kann ich nicht wissen. Ich bleibe durchstecken. Ich kann mich nicht mit anfreien. Ich werde jährlich aufjänstig. Und ich kann nicht wissen. Was mir gefällt hat, wie eine deibere Life zu den Menschen. 1. Korinther 13, 3-5 sagt, 1. Korinther 13, 3-5.
Leib als geduldig, Leib als freundlich, Leib wird nicht ewig, Leib als nicht eigenkoppig, empucht sich nicht. Leib als nicht eingeschackt, als nicht ne sick. Sie lässt sich nicht verbessern und als nicht nur drehend. Mir hat Leib gefehlt. Und ich glaube, das ist die Ursache, woran viele Menschen mit Aufgonst von der streiten machen, wenn es ihnen Leib fehlt. Wenn wir diese Worte reine Leib von Gott haben, für die Arm und auch für unsere Mitmenschen, dann ist es viel leichter, mit ihnen uns zu freuen, wenn ihnen das gut geht, nicht? Uns wird Leib manchmal. Gott will nicht mehr mit Saul, aber er will mit David. Saul hat sich darüber freuen, dort, an dem David dich bei hat Gott dich bei. Aber nee, kann David nicht einmal ankicken. Also schaut er ihm weit auf. Er muss weit aufgehen. Er will ihm nicht sein. Das ist, was Aufgonst tut. Saul wie aufgehend sich über David, wie es mehr Anerkennung kriegt, wie es Gott mit ihm wir, und drittens, wie es David sich so weis handeln tut. Das lesen wir in 1. Samuel 18, Verse 14 und 15. David hat golden Erfolg und alles, was er tut, wie es der Herr mit ihm wir. Und als Saul sagte, der Herr mit David, wie ängst er sich noch da. Und das ursprüngliche, originale Wort, was hier als golden Erfolg übersetzt wird, meint weis handeln. Und was die englische Übersetzungen sein zu dieser Verse, David wir weis in alles, was er tut, und Gott wir mit ihm. Und als Saul sagt, wo weis David handelte, ängst er sich noch da. Er hat Angst, wie es David so weis wird. Und vielleicht hat Saul gedacht, dass David wird seine Weisheit bringen, das Kjennich von ihm wegzunehmen. Und wie er Angst hat, für Sachen David anzubringen. Am Anfang dieser Studie sieht er, dass David Sauls schwer sehen wollen soll, wie er Goliath besiegte. Und zu dieser Zeit wird David noch nicht befreit. Und nun werden wir Verse 20 bis 25 lesen. 1. Samuel 18, Verse 20 bis 25. Verse 20 bis 25. Nun kam dort über, dass Michael, Saul seine Tochter, sich und David verläuft hat. Und als Saul dort hier gefallen dort, dann sagt Saul zu sich, ich will David meine Tochter Michael geben, dort soll eine Schling für ihn sein wird, dort die Philister am Born dood machen. Dadurch kam dort Saul zum zweiten Mal zu David sagt, du sollst mein Schwiersehen sein. Und Saul sagte seine Diener, dort sei still mit David reden sollen in am sein, dort kann ich am gleichen, alle Eustalde am gleichen, und dort heu nu soll dem kann ich sein Schwiersehen wollen. Und Saul seine Diener gingen und reden mit David, und David sagt, glaub je, dass es so einfach ist, dem kann ich sein Schwiersehen wollen, wenn ich doch sehe und gar nicht euer sein? Also hier so sei wie ein Bild von Davids Stimme, nicht? Ich sehe das nicht involviert, sein Schwiersehen zu wollen. Das ist gar nicht so einfach. Und dann sagt er, und Saul seine Diener vertelten, Saul, wo David gesagt hat, und Saul sagt, sag ich ihm, dass der König wünscht sich das nicht für er, aus der Verhüt von 100 Philister. Und so kann er mir helfen, meine Feinde rach zu üben. Über Saul dachte, dass David wird vielleicht selbst dort gemerkt worden von den Philister, wann er durch nur ging. Und das wird Sauls Plan. Sie ihnen schwersehen zu wollen, muss David erst 100 Philister anbringen. Und Saul hat nicht gedacht, dass ihm das gelingen wird. Erst versagt Saul David öffentlich mit seinem Spieß zu ermorden, aber das wird er ein bisschen mehr hängelästig sein. Ein bisschen mehr plitsch sein damit. Er wird David in Gefahr bringen, wo andere anbringen können. Nicht? Und dann wird er schuldlos bleiben. Hier hat sich das uns nicht bekannt, was Saul hier getan hat. Ist es nicht Krieg, was David Luther mit Uriah tun wird? David versucht, seine Sünden zu bedecken. Was tut er? Ja. Aber was hat David auch vor dem getan? Woran will er Uriah anbringen? Ja. Dann nehmen sie eine Früh für sich.
Und nu will er Uriah dort merken, so dass er Bethseba frieren kann. Das ist, was er sehen wird. Nu will er Uriah Krieg so anbringen, als was sein Schwiegervater mit anprüfte. Und vielleicht hat David das Krieg von seinem Schwiegervater gelehrt, nicht? Als Bibelleser weit wie dort Sauls Plan am nicht gelingen. Als David gesagt wird, was er tun muss, um Sauls Schwiersehen zu werden, ging David mit seiner Mann taub und sie schlugen 100 Philister? No, 200 Philister. Die schlugen 200 Philister dort und David brachte dem Kjennich der Verhüt von jeder einem von denen, was er geschlagen hat, und er teilte ut vor dem Kjennich aus seiner Tooling, dort er könnte dem Kjennich den Schwiersehen werden. Und so gab Saul seine Tochter Michael nach David, dass sie seine Frau ward. Und Gottes Wort sagt in den Versen 28, 29, als Saul sagt, dass der Herr mit David war und dass seine Tochter David gleicht, ängste sich noch doller für David. Von dann an hielt Saul David immer als sein Feind. Das ist nicht interessant, wo das gegangen ist für ihn. Nur viertens, es waren wie eine schlechte Plan haben, eine böse Plan haben, was zu tun. Und das gelingt uns nicht, dann wollen wir noch doller, nicht? Ja? Und viertens schafft er nicht, was Menschen mit arrechte und schlechte Motiven planen tun. Und die wurden dann bloß doller, und so ging Saul dort. In einem Bibelkommentar sagt, Saul versagt David Amt zu bringen, wie Saul aufjanstig über am wir. Aber David bleibt Saul vom Horten treu. Und dann sagt er, vielleicht sind weiße Menschen mal über uns aufjanstig hier was. Han uns sogar Prof zu verlassen, vielleicht durch schlechte Handlung oder schlechte Wirt. Und so eine Lehren, es ist leicht, an so eine Menschen zu rächen, nicht Trete schlagen. Und kriegt dort 3 Jeben, das wird sie ansteigen. Dort ist ganz leicht zu tun. Oder vielleicht probiert die Menschen zu mähen. Aber das ist viel besser, sagt dieser, so eine zu befrienden. Da braucht viel mehr Kraft von Buben, um so eine Menschen einmal live zu wiesen. Aber so wie David, er bleibt Saul treu. Saul prüft wenigstens 3 oder 4 Mal, was wir von dir losen, anzubringen. Und trotzdem bleibt David Saul treu. Aufgonst und Neid sind sehr gefährliche, schlechte Gefälle. Und so wie von dir sagen, kann Aufgonst glückliche und auch gesunde Verhältnisse zu Grund bringen. Die ganz üten neuen reden. Habe ich das mal belebt? Okay. Zu einer Zeit sagt Gottes Wort uns, Saul gleicht David sehr. Hey, hat ihm so sehr gegleicht, David kann nicht mehr in ein Haus gehen. Hey, musst du bei Saul bleiben. So sehr hat Saul ihm gegleicht, aber nu wird es anders. David bleibt Saul treu, sein Leben lang, als Hauptspieler, als Gewehrträger, als Soldat und als Schwiersehen. David hat etliche Eigenschaften, die Saul auch zu einer Zeit geschätzt hat. Aber ein Tag, als das Kriegsvolk in Haus kam und David zurückkam, von dem Kampf mit den Philistern und die Frühlied überdelt kamen und sangen, Saul hat seine Düsende geschlagen und David seine Tierdüsende. Und die wird euerden Saul. Dort wird der Anfang, wo Aufgonst an Sauls Hort nankreibt, und bleibt bei seinem Tod. So, liebe Geschwister, dort ist so grülich gefährlich, diese Gefälle an uns zu luten. Dort ist mal eine Schritt auf von Mord. Und Jesus sagt sogar, wann wir Menschen hassen, auch in unseren Gedanken oder mit unseren Wirt, dann sind wir Mörder. Dann sind wir Totschläger. Dann sind wir Sünder. Dann sind wir nicht Kinder Gottes. Wir mochten unsere Horten vor Aufgonst und Neid bewahren, sodass unsere Verhältnisse mit Menschen nicht üten nein geraten wollen. Das wird der Sinn dort.
Sinn merkt immer zwei. Sinn merkt immer zwei. Wo soll wir sein? Nicht aufjänsig, aber was soll wir tun? Uns freien mit dem, was Frau sind, nicht? Es ist nicht immer leicht. Manchmal würden wir Krieg so sein, als die sind, und dort haben, wo die haben. Aber Gottes Wort sagt, nicht aufjänsig sein. Uns freien mit dem, was Frau sind. Möge Gott uns helfen. Amen.